ich vielmals merci für kommen ob als Pressekonferenz nur als dem echten Nationalvierstand von der Rentrée syndicale. Da das immer ganz wichtig Nationalvierstand wie der wisst für NoGBL an das im Summe, weil man wirklich an einer ganz spezieller Situation sind, die an der man leben. Und wo man die letzte Nationalvierstand für Summe hatte, war man noch gar nicht sicher, ob man unsere Kinder am großen Kreis treffen oder mehr große Kreis oder Männer große Kreis. Und dafür war die Situation, wie wir alle gut wissen, wie wir sie alle leben, ein bisschen unsicher. Und dafür war man umso mehr froh, dass das aber stattfanden. Der Hut macht, dass man zu Wahl waren, wenn so einfach Salze fanden, wo man alle gut nachpassen. Und dann soll den als zur Verfügung gestaltet wird. Und wir haben das hat wirklich erstaunlich gut geklappt eigentlich. Heute Morgen mit Respekt von den sanitären Konditionen konnte man das da möglich machen. Als ewiges Gremium vom OGBL zwischen den Kongressen aber zusammen, weil das ist wichtig gerade auch an diesen Zeiten, dass man politisch können schaffen, dass man können als Gremien zusammen haben, für die Decisionen zu holen, für die nächsten Wochen am Main, da wären Richtungen zu gehen, für als Prioritäten zu setzen, auf die politischen Dossien, für den Punkt zu machen, wo wir stehen, und für auch als Forderungen zu definieren und zu präzisieren. Wir hatten sicher ganz normalen Nationalvierstand von den Lummel von den sanitären Mesuren aufgesagt. Mir war da was die Aktualität Politik belangt, also dann aber auch nicht normal und aber außergewöhnlich. Wir haben zwei Hauptpunkte in Haut gehabt, los mal so, und denen das als Rentrée syndicale, man da sind politische Positionen und da dann das die Punkt, den man auch immer drauf haben, den der kennt, den von der Situation an den einzelnen ökonomischen Sektoren. Just dass der Punkt haut viel mehr groß war, an den noch quasi der politische Punkt ausmischt, weil wir wissen, dass einfach enorm viel los ist. Der kriegt das mit, wir sind wirklich auf allen Terrainen total beschäftigt und aktiv. Wir haben ganz viel Arbeit an diesen Zeiten für die schaffenden Leute und hier Familien zu verteidigen, für Interessen zu verteidigen, dafür zu sorgen, dass sie nicht die großen Leidtragend sind aus dieser Covid-Krise, dafür zu sorgen, dass die Inegalitäten nicht noch weiter sich verschärfen. Dafür haben wir viel Arbeit für uns und wir wissen, sind uns das voll bewusst und sind auch mit vollem Elan dabei, an den einzelnen Dossien Situationen umzugehen. Und das möchte auch ein bisschen als Rentrée aus. Als Rentrée wird also definiert durch die Aktualität, wie jeder Rang an diesen Zeiten, und das ist auch ganz selbstverständlich. Und wir haben als zusammen gesagt und geguckt, wo sind als Prioritäten für den OGBL an diesen Zeiten. Und ich muss euch sagen, dass es wirklich eine ganz heftige Zeit ist, dass die Situation ganz grav ist, an den Sektoren nicht mehr gemacht, und dass man wie auf der Krisenzeiten, auch an dieser Krise, muss feststellen, dass es Krisengewinner und Krisenverlierer gehen. Und wie oft dann Krisenzeiten gehen auch Inegalitäten an Sachen, die ungerecht an der Gesellschaft passieren, noch durch Krise verschärft. Und der OGBL hat immer darauf aufmerksam gemacht, dass wir auch heute zu Lützeburg eine ganze Reihe Punkte haben, wo die Inegalitäten herrschen. Und die es gehen, sind während der Corona-Krise, die sind eigentlich just noch akzentuiert gehen durch das Krise. Und sind andere Menschen, die schaffen Leute, für allem die inneren und Mitteleinkommensschichten, die am meisten touchiert gesehen, von den Konsequenzen von der Covid-Krise. Ganz am Anfang, wo die Krise erwischt wurde, wo wir alle Gute noch nicht richtig wussten, wie wir da umgehen, da haben wir immer gesagt, als diese sanitäre Krise darf nicht so viel an ökonomische Krise gehen, und darüber darf keine Sozialkrise entstehen. Wir sind dran, die ökonomische Krise fängt an, sich wirklich an ihren Ausmaßen zu weisen. Wir sehen an den einzelnen Sektoren, was Konsequenzen sind. Und die Sozialkrise gilt lo zu verhindern mit ihren schlimmsten Konsequenzen, die sie kann haben. Leider hat der Fakt, dass die Inegalitäten verschärft gesehen, dann immer ein Salarien am meisten getroffen gehen. Das weiß einfach, dass man an einer Zeit kommen, wo man umdenken muss, wo man uns vorstellen über das ökonomische Modell und das System, an dem wir leben. Und wir müssten da am Anfang als eine Transformation machen, wie sie mehr wie notwendig ist.
Und du hast noch eine Reihe Pisten, die man gerne geben, ihr schaut präsentieren, an die man auf Welten noch viel bringen an die politischen Diskussionen. Ganz wichtig zu sagen, als vielleicht, wenn man lo von den Inegalitäten schwätzen, die sich verschärft, und das zuletzt der Fall, das weltweit der Fall, schon nach ein paar Donnerien aus dem einem von den letzten Rapporten, die Oxfam immer rausbringt, ihr kennt das, die nach einem flagrant weisen, wie an die falsche Richtung es geht, wie ungerecht die Verteilung an dieser Welt ist, und aber auch hier am Land. Der Bericht ist natürlich ganz international an Weltniveau zentriert, aber es sind viele Phänomene, die man auch können auf das Land deduzieren. Wir gesehen, die Covid-Krise hat gewiesen, wie wichtig es ist, einen ganz starken Staat zu haben. Wir haben das auch hier gesehen. Ein effikazes Staat, den sehr an effikaz kann reagieren an den Betrieben in der gegraf wird, den der Gesellschaft kann helfen, über die Schlachtzeiten wegzukommen. Aber gleichzeitig sind ganz viele Betriebe, die aber ganz hohe Benefice gemäht haben an dieser Krise, an die auch durch die Pandemie sich gewonnen haben. Und die Benefice sind aber dann aber nicht so verteilt wie es müsste sie noch nicht verteilt gehen am Sinn von der Leute gegen die Pandemie. Und sie haben das Heimer Denkerei und Zöllen bewiesen, wo wirklich aber bei krass manierer Weise wie falsch die Entwicklung ist. Sie haben halt die drei größten amerikanischen Entreprisen, die sich aktivieren für Vaccine zu entwickeln oder Medikamente gegen die Covid, die geholfen kriegen natürlich an die Milliarden Dollar und öffentliche Fonds kriegen für hier Entwicklungen. Und die gleichzeitig aber sind im Januar 16 Milliarden Dollar und hier hier Aktionären ausgeschottet haben. Du weißt, das weiß sich, wie falsch das ist, an welchen Richtungen nicht die FGO. Ich weiß nicht von den Betrieben wie Johnson & Johnson und Pfizer, die auf den Medikamenten schaffen. Gleichzeitig haben wir auch eine Zahl, die auch krass ist und die irgendwie frappant weist, wie ungerecht Verteilung kann sein, wenn ihn allein sie holen halt die 32 weltweit Entreprisen, multinationalen, die am meisten von der Covid-Situation profitiert haben. Also da, wo wirklich die großen Benefice gemäht sind, um Bockel von der Krise. Wenn ich da gucke, was ich kann von Steuerresetten entgehen holen, da schätzen sie ja da 104 Milliarden Dollar von Rang am Jahr 2020, wo ich kennt benutze für die Pandemie 40 gehen. Die 104 Milliarden Dollar, so sie, weisen sie auf, was das kennt ermöglichen. Das wären Tester, Covid-Tester, also die Depistage-Tester erwachsen für alle Bewohner auf diesem Planet. Und wir hätten zusätzlich noch einmal 33 Milliarden Dollar weiter für den Renforcement von unserem Gesundheitssystem. Also sehen wir, dass wir da wären, dass sie vielleicht nicht unbedingt auf die richtige Art und Weise genutzt gehen, dann können wir so, ja gut, das ist aber wirklich Weltniveau und das gilt nicht unbedingt für Lützeburg. Das stimmt schon, dass man die dort Benefice an der Langheit zu Lützeburg generieren, aber auch hier gilt aber, dass eine Reihe von Gerechtigkeiten entstehen und auch hier zu Lützeburg haben wir Entreprisen und wir haben auch hier Multinationalen, die hier sitzen an die Benefice gemäht ob der Krise. Gleichzeitig muss mir die schaffend Leute viel an den Tasch greifen. Viele Leute noch müsste finanziell abbauen erleben an dieser Zeit. Neben den psychologischen und gesundheitlichen und Existenzängste, Probleme, diese erlebt an der Krise. Dafür haben wir uns als Nationalvorstand beschäftigt mit den Sorgen von den Leuten geguckt, wo sind die Prioritäten vom OGBL, was sind die Punkte, auf denen wir als Forderungen stellen, was sind die Sujets, die politischen Sujets, die wir gerne geben, auf nationalen Niveau diskutieren, was sind als Forderungen, die wir noch vorstellen. Wir haben Dorobsa hin eine Kampagne definiert, die heißt Eisen weh aus der Krise. Dekret auch nach einer der Fischer, Dekret hat das zur Verfügung gestellt. Und voilà, du hast es schon, das ist keine Magie. Der Eisen weh aus der Krise, lo gibt ganz viel
leider ganz viel Platz und ganz viele Assoziationen, die gesagt haben, wir haben eine Sortie de Krise, wir haben einen Plan, wie in Relance Ökonomik könnt gesehen, wer sind als Visionen für das Leben nur der akuter Covid-Krise. Der OGBL selber hat bei der Sommervakanz eine Reihe Pisten proposiert, die Hummer auch der Regierung an dem Kader von der Tripartit analysiert, der kennt die auch, die haben auch schon an Pressekonferenzen vorgestellt, wo mir so misst die WS der Krise sind oder so misst die Relance Ökonomik, die so löserlöserem lebt, passieren. Und das war immer einer dem großen Slogan von der sozialen Gerechtigkeit. Das wisst ihr. Der wisst, dass mir gesagt haben, wenn man muss gucken, dass Betriebe funktionieren, dann dürfen man die Leute nicht vergessen, die an den Betrieben schaffen. Da muss man etwas machen für die schaffenden Leute. Und das muss aber in sozial gerecht Weise passieren. Und das muss so passieren, dass die Inegalitäten, die schon bestehen, nicht noch weiter verschärft gehen. Und das geht auf verschiedene Punkte. Das ist wichtig, das was Leute direkt betrifft, an die Hummer auf diesem Plakat oder die Einzelkapiteln. Und ich gehe ganz kurz auf alle Sujets an, ohne zu viel an Detail zu gehen, weil das gibt den Kader sprengen. Das ist keine Chronologie, das ist nicht etwas mehr wichtig wie der andere, das ist alles selbst wichtig an der Situation, an der wir leben. Ich fange mit der Arbeit. Wir sagen, also wie es der Krise geht nicht mehr über den Weg von einer Arbeit für jeden. Und das Thema kann davon aus, das tun wir seit dem ersten Tag von dieser Corona-Krise gesagt, es darf keinen seinen Arbeitsplatz verlieren. Wir müssen dafür sorgen, dass keine Existenzen aufs Spiel gesetzt wird beruflich, dass man muss dafür sorgen, dass die Leute hier Arbeitsplätze erhalten und dass kein zusätzlich an den Schuhmarsch rutscht. Da haben wir eine ganze Reihe von Forderungen, an Positionen, an Ideen, wie man könnten den Arbeitsmarkt so gestalten, dass man nicht zu viel an Situationen kommen von Arbeitsplatzaufbau. Die Ideen, an Positionen, die haben wir diskutiert, an der Tripartit haben wir sie auch präsentiert. An die beruhen eigentlich auf einer Reihe Reformen vom Arbeitsrecht, vom Lützeburger Arbeitsrecht. An die Reformen, die gelten lo am Kader vom Komitee permanent du Travail et de l'Emploi zu diskutieren. Das ist eine Hausaufgabe, die man an der Tripartit als gehen gegenseitig die drei Akteuren und dafür wisst ihr auch, letzte Woche war ein Exekutivkomitee vom OGBL zusammen und da haben wir einfach wiederholt, dass es wichtig ist, dass die CPT zusammen können, dass wir die Reformen da können endlich undiskutieren. Wir erleben an vielen Sektoren, dass sie zu Aufbau können, dass Versicht wird, Sozialplan, man da ist zu verhandeln, dass wir immer dafür streiten, dass es ein Männchen an Emploi ist, nicht ein Sozialplan. Und das, wir so eine Lohe sind in der Zeit, das auf einem nationalen Niveau zu regeln und nicht an den Grund zu laufen, einen Betrieb für den Betrieb zu sehen, den an der Misere gerät. Und dafür wollen wir, dass die Diskussionen stattfinden. Wir haben hier als Pisten de Moyen präsentiert, die auch schon zum Teil kennt. Den Jean-Luc de Mattes hat die präsentiert, dann ist ja nun an der noch disponibel, wenn weiter froh sind. Als Idee ist für allem, dass wir eine Verbesserung von dem Gesetz vom Plan Maintien en Emploi haben. Weil das ein gutes Instrument, was es ermöglicht, oft zu verhindern, dass Leute entlassen, mit das, wie es wurde, seht, die Leute einen Arbeitsplatz behalten am Betrieb. Und das geht über verschiedene Notieren, die das Gesetz zur Verfügung stellt. Das Problem ist, also wie eine Rekonversion professionell oder wie Präretreten oder wie auch Chômage partiell oder andere Mesuren. Das Problem ist just, dass das Gesetz nicht gut ist, das ist nicht bindend und hat ganz viel Lakunen. Und da brauchen wir eine Reform von dem Gesetz für das gute Instrument, Maintien en Emploi, noch besser zu machen, dafür doch wirklich mehr angepasst und Realität zu machen. Wir sollen aber nach ihren Betrieben an einem Plan Maintien en Emploi, als sie ja schon am Urgen, sollen wir regelmäßig ein Bilan machen, was wir nennen ein Bilan sozial von der Entreprise, wo geguckt wird, auch in guten Zeit regelmäßig zu gucken, wie steht es dann am Betrieb, was ist die Entwicklung vom Betrieb, was ist auch der Marché, an dem der Betrieb sich befindet, wie sind dort Entwicklungen, wie viele Leute schaffen, wie sind sie beschäftigt und so weiter und so fort. Dann könnte es natürlich auch unweilige Situationen, wo man einen Sozialplan konfrontiert, geben wir auch das Gesetz vom Sozialplan als nicht gut, da das nicht am Sinn
von den schaffenden Leuten. Das haut noch immer zu viel einfach gemäht für Betrieb, einen Sozialplan zu machen, an alle Leute, die die zu entlassen, respektiv das ist auch noch ganz einfach gemäht, dass für Betrieb einen Sozialplan zu umgehen. Wenn ein inner denen Zölle bleibt, dann Sussisonage möchte von den Leuten, die ihn entlässt und immer kleine Portionen, wenn ihn so entlässt. Das geht aber weiter über Forderungen zum Faillite-Gesetz, das geht weiter über Forderungen zu der Formation professionell continue und so weiter und so fort. Das alles bettet sich ein bisschen an einer Gesamtvision, wie ein Arbeitsplatz kennt erhalten, an dem, was wir nennen, ein Plan de Sécurisation du Parcours professionnel. Sobald an seinem Arbeitsumfeld ist, können wir dafür sorgen, dass wir eine Sécurisation haben von seinem Parcours professionell. Mir nicht allein, aber das geht nicht am Dialog, am Sozialdialog, das geht nicht an unserem Modell, wo man das mit Patronat, mit Regierung, respektive mit dem Arbeitsminister diskutieren. Ich muss noch vier aber sonst kriegen wir nicht alle guten Punkte durch. Aber das ist eben ein Punkt. Der zweite Punkt ist den Pouvoir d'achat. Auch das kann davon aus, auch das ist eine Forderung, die wir immer haben und die auch für der Krise wichtig war, aber sie noch mehr wichtig gehen. Wir haben immer gesagt, Kaufkraft von den Leuten muss halt in Lützeburg aufgesichert gehen. Und die dürfen nicht attackiert gehen, und die dürfen nicht verschlechtert gehen. Aber das aber unweigerlich durch Corona passiert, dass viele Leute Kaufkraft verloren haben. Weil wir schon ganz viel tausende Leute hatten, die lange Zeit an Haut nach am Chômage partiell sind, wo sie zum großen Teil nehmen 80% von ihrem Revenu hatte, was direkt ein Abbau von 20% ist. Aber das nehmen spitzt oder ein Beispiel von vielen Plätzen, wo Leute finanziell auch Abbauen erlebt haben durch die Krise. Das heißt, das ist mehr wie Ubrucht, auch sehr etwas dafür zu machen, dass die Kaufkraft von den Leuten aufgesichert wird und auch noch weiter verstärkt wird. Und das können wir nicht mehr eitel Versprechen sehen. Weil auch da haben wir gesagt, wir waren eins mit der Regierung, also mit Patronatsvertretern der Regierung an der Tripartite für zu sagen, wir brauchen eine Relance ökonomique. Wir müssen noch viel gucken. Wir müssen gucken, an eine gewisse Normalität heranzukommen. Wir müssen die gravierenden Schäden, die Lockdowns an verschiedenen Sektoren mitzuspüren tun, überbrücken. Und wir müssen Zukunft aufbauen, auch an einem Leben, wo man vielleicht mit dem Covid nachleben. Aber wenn wir wollen eine Ökonomie relancieren, und auch wenn wir wollen eine lokale Ökonomie stärken, auch wenn wir wollen den Binnenmarkt stärken, was man ja eine gemeinsame Sorge ist mit Patronat der Regierung. Aber da brauchen wir Kaufkraft für die Leute, weil sonst können sie das nicht machen. Und alles hängt zusammen, und dafür geht eine ganz Reihe Forderungen von Mogebel auf den Punkt von der Stärkung von der Kaufkraft. Auch da gehe ich nicht, ob es alle gut an. Der kann Forderung vom Mindestlohn, die bleibt bestehen, die ist legitim, die ist nicht, die fällt noch nicht durch Corona flach. Wir haben einen Mindestlohn, den es niedrig ist, aber wir bleiben bei dieser Forderung von einer Erhöhung von 10% Mindestlohn. Eine Forderung, die aber genauso wichtig ist und auch aktuell umzusetzen ist, das ist die von der Abwertung vom Kannergeld oder von der Prestation familial. Auch da wisst ihr, ich meine ganz kurz, dass man seit 2006 permanent als Kannergeld tun, weil Wert verliert. Ihr wisst, dass die Situation für die Familien umso mehr gravierend ist. Ihr wisst auch, dass, wenn man als Inegalitäten halt zu Lützeburg an den Gini-Koeffizient gucken, an die Verdelung vom Besitz gucken, dass Familien, die sind, die am meisten frappiert sind von Armutsrisiko, von Ungleichheiten, oft auch die Familie monoparental, das kennen wir auch, die sind, die am stärksten frappiert sind. Und das, weil man genau auf dem Punkt Wertverlust für die Familien halt zu Lützeburg und auch Frontalien. Dadurch brauchen wir eine Stärkung von unseren Prestationen familial und eine Abwertung von unseren Prestationen familial. Seit 2006 fordert Nogebel, der Streit Nogebel dafür. Wir haben da fertig 2014 einen Akkord zwischen den national repräsentative Gewerkschaften an der Regierung zu kreieren, wo die Regierung sich engagiert, das Kannergeld muss readaptiert gehen. Sie steht hautnach am Wortbruch par rapport zu den Gewerkschaften, weil sie nicht gemäht wird. Das dem uns nicht passiert, dann das heißt dann an einem Koalitionsprogramm von der neuen Regierung versprochen gehen, das Kannergeld soll zum Schluss von der Mandatsperiode von der Regierung
reindexiert gehen. Aber das geht nicht durch. Das ist zu weit. Wir haben zu lange gewartet und zu lange ist nichts passiert. Und geht nicht durch so, zum Schluss von der Mandatsperiode kriegen wir eine Reindexierung, weil die Reindexierung geht schon nicht durch. Wir haben schon zu viel retroaktiv verloren. Das heißt, muss direkt etwas passieren. Und gerade nach Corona, wo auch eine Regierung bekannt, dass sie zu den Leuten steht und dass sie will etwas machen, auch für die schaffenden Leute, als das dort etwas, wo sie direkt einen Aussatzpunkt hat, ohne großen Aufwand könnten, die dorten Punkt direkt umzusetzen, an eine Reindexierung von Kannergeld immediat zu machen, plus etwas retroaktiv für die Zeit, ob man es unter 2014, wo sie noch an der Schuld steht. Auch nehmen Beispiele für die Kaufkraft, aber zwei wichtige Beispiele. Und dann kommen wir zu dem dritten Punkt von unserer Kampagne. Und da tun wir auch immer gesagt, von den, wenn nicht die größten Kaufkraftfresser als Lützeburg, also ist Wohnen, das kennen wir alle gut, denn Wohnen also einfach eine riesige Problematik. Wir haben Nobel hat den Notstand Wohnen am Anfang 2019 schon ausgerufen, wo man gesagt hat, wir als OGBL beschäftigt schon als mit der Matja, und wir werden doch nicht laufen lassen, und wir haben auch da eine Reihe Forderungen, wie den Notstand da gekippt kriegt, und wie ihr könnt ein bisschen mehr Gerechtigkeit an der Wohnungssituation zu Lützeburg könnt herstellen, aber wen dafür könnt sorgen, dass jeder sich ein Dach mit dem Kopf zu Lützeburg könnt leisten. Das ist heute nicht der Fall. Wir wissen, dass die explosionsartige Entwicklung von den Logementspreisen als komplett disproportional mit der Entwicklung von unserer Kaufkraft und der Entwicklung von unseren Revenuen, was wir hier erleben, ist ja grotesk und nicht Minuten zu vollziehen. Und da kann ganz viel gemäht gehen. Sie wird auf steuerlicher Front, das haben wir auch schon diskutiert mit der Besteuerung von den sogenannten Fissen, sie wird doch auf der Besteuerung, was den Impôt foncier anbelangt, wo man eine Progressivität nachkriegen, wo es müsste abhören, dass die wenigen ganz wenig Leute ganz viel Terrain als Lützeburg besitzen, dann noch nach da spekulieren, während die ganze große Gros von der Normalsterblichen sich ganz lang verschulden muss, für sich ein Haus oder ein Appartement zu leisten. Bon, ich gehe nicht mehr auf das Thema an, weil auch das kann immer, mir habe ich eben mitgekriegt, dass ganz Land von der Schweiz, das ist ein Thema mittlerweile bei Giederangen ist, dass die Leute anfangen, Rosen zu gehen, frustriert zu gehen, dass es an der Zivilgesellschaft immer mehr Assoziationen gibt, die sich gründen oder schon gegründet sind, und die sich mit dem Thema beschäftigen. Und da wollte man ja schon mitteilen, dass die Nobel sich den Aktionen anschließt, die geplant sind, waren, es war schon eng, und das nach eng weiter geplant. Und da sind wir mit Co-Organisateur von der Manifestation für ein Recht auf Wohnen für jeden, den 10. Oktober an der Stadt. Da ist ein Manif, wo dann eine Reihe Assoziationen zusammen organisieren und einen Teil holen und mobilisieren. Und da geht es. Das geht um Parcours, die geht um Glaci Las, das ist eine ganz neue Information, das ist nicht von der GOA, so war ursprünglich geplant, das konnte aber nicht stattfinden, mit das vom Glaci Las bis auf am Place Samilius, und da sind dann Trierden, der Tisch Nobel wird da mit einen Teil holen und mit co-organisieren bei der Dutter Manifestation. Weil es durchgeht, dass man immer ein Entrevue, ein eitel Versprechen gemacht kriegen, weil es durchgeht, dass eine Regierung sieht, dass sie das Problem erkannt hat, aber manifestement nicht möchte, weil es durchgeht, dass hier politische Willen offensichtlich fehlt, für dem Problem entgegenzukommen. Und das filmt ja da, und wären Möglichkeiten da, die Probleme zu beheben. Und wären diese Sommermöglichkeiten gewesen, die an unseren Land nicht geholgen sind. Ihr wisst, wo wir die Schwarzen sind als 2 Projekte de Loi, diese Sommer sind sie deposiert gehen zum Thema Logement. Und die 2 Projekte de Loi wären nur so eine Gelegenheit gewesen, ob man den Teil vom Problem ein bisschen zu lösen oder umzugehen. Da den das, ich meine doch du kurz, der Pakt Logement 2.0, der Pakt Logement, der Projet de Loi zum Pakt Logement sind wir
am Gangen zu analysieren, und wir sind der Meinung, dass das Problem nicht behebt, au contraire, nicht möchte, und sogar auf verschiedene Punkten verschlechtert, und wir werden dadurch noch weiter so, und dann wir werden noch nur Druck machen, dass das dort nicht der richtige Weg ist, und da sind auch so Sachen, muss am Sozialdialog machen, dass eben nicht dabei rauskommt, was dabei rauskommt. Es geht darum, wie viel Logement Prix abordable oder soziale Wohnungsbau oder Windfeld nennen zur Verfügung steht von den Gemengen oder vom Staat. Wir sind der Meinung, dass du nicht an diesem Projekt de loi nicht genug kontrainant Mesure vorgesehen, dass sind Gemengen oder der Staat müssen die Terrain oder die Immobilien an öffentlicher Hand halten und zur Verfügung stellen für Logement abordable. Die Toen, also ein länger Prozentsatz, sind nicht hoch genug, also es geht bei 10% dünn und geht dann ein bisschen rup von Projekten, die neue Konstruktionen sind oder Terrain sind, wo müssen oder wo sollen in der Gemengenhand oder staatlicher Hand bleiben für Logement abordable, die sind zu niedrig, da das ganz, ganz wenig, da kriegen wir das Problem sicher nicht behoben. Und nach mich schlimm wie da, dass es auch keine Verpflichtung gibt, dass sich fakultativ für ein Gemeng oder für den Staat für den dortigen Erfolg zu machen. An uns nahen, als das die falsche Weg, wir haben da vielleicht nicht das nötige Vertrauen an Privatpromoteuren, dass die das dann zu den sozialen Zwecken wollen verlohnen, wie das eigentlich müsste geschehen. Andere Elemente sind auch noch nicht gut an dem Projekt Loi, ich meine, das ist aber mal den allerwichtigste, weil ich muss kurz fassen. Und den zweiten Projekt Loi, den ist sicher noch mehr dramatisch oder mehr schlecht, einfach ganz akut schlecht. Da geht es um das Projekt Loi bei Loyer, weil man da hatten ganz sehr etwas könnte machen gegen Preisexplosion von den Lokationen, also von den Loyern. An Loyen, das von den großen Problemen zu Lützeburg, weil Loyen einfach horrend sind. An Loyen sich bei Chemie kann leisten, wenn den Loyenspreise guckt, dann die Preisentwicklung, die ist eben an einer riesigen Diskrepanz par rapport zu den Revenuen. Aber wir wissen, dass du mehr wie genug zahlen, ich nenne die auch nicht mehr im Detail. Wir wissen, dass die Prozentsatz, wo muss an sein Loyer hat als Lokatär von seinem Revenu disponibel stechen, dass den einfach in immer mehr gewusst sind, dass die so enorm ist, dass es wirklich ganz, ganz schwer ist. Das Projekt Loi bei Loyer, die gesagt, das Plafonnement vom Loyer 4, und da das du hast für uns eine Chance verpasst gehen, für sehr etwas zu machen. Wir verstehen es nicht, wir sehen noch nicht, für was das nicht gemacht ist, weil das Plafonnement, das wir gesehen haben, bleibt bei denen, bei derselben Regel, die noch 65 Jahre existiert, und das sind 5% vom Kapital investiert. Wir verstehen nicht, für was du so anachronistisch geduld geht, für was auf der einen Seite gesucht wird, wir machen gerne ab, es gibt Preisentwicklung bei den Lokationen, und auf der anderen Seite holen wir so ein uralt, quasi ungeschrieben Gesetz, also lo geschrieben Gesetz, wo wir es müssen drauf fixieren, was absolut kontraproduktiv ist, aber auch nach gar keine Logik ergibt. An die 5% vom Kapital investiert sind nicht nur zu hoch, aber sie sind auch noch falsch, weil sie nicht nur um Kapital investieren, sondern nicht auf ganz viele andere Faktoren berechnet, wie zum Beispiel dem Revenu von den Lokateuren, der Revenu moyen von Lützeburg. Und da werden eine ganze Reihe von Mitteln geben, die sicherlich besser gewicht wären, wie uns festzuhalten, was 65 Jahre alt ist. Aber was dem Problem absolut nicht gerecht wird, au contraire, was aus sich das Problem verschlechtert. Wir verstehen doch nicht, weil doch nicht erklärt wird, das muss ich auch sagen, am Exposé des Motifs gibt es keine Erklärung. An dem letzten Projekt, an dem letzten Gesetz, das 2006 zum Thema ugeholt ging, da war schon die 5% Remenker festgehalten gehen. Aber da gibt noch eine Erklärung am Exposé des Motifs, die ist heute mal nicht mehr dran, das ist das auch nicht nötig zu erklären, alles, was hier vorgesehen ist. Also sich, dass die Evolution von Loyen voll auf der Trajektoire wird weitergehen, wie das heute der Fall ist. Alles das, ja, ist keine gute Entwicklung, wir werden als du Orlo nicht gehen, wir werden auf dem Sujet sicherlich weiter streiten, und dafür als Wunde für jeden, Recht auf Wunde für jeden, eine von unseren politischen Prioritäten. Und da haben wir eben eine echte Aktion. Wird aber nicht die Last sein. Und dann, hier geht alles viel zu viel, mir kann nicht mehr, dann die nächste Pilier, aus der von der Steuergerechtigkeit, weil wenn man
wenn wir darüber schwatzen, wir wollen eine sozial Sortie de Krise, wir wollen sozial Gerechtigkeit an der Sortie de Krise, da spielen Steuern eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Wir haben zuletzt eine Steuerpolitik, die an unseren Nahen schon vor Corona sozial ungerecht ist und war. Und wir mussten lo gucken, wenn eine Steuerreform angekündigt wird, wenn über Steuern diskutiert wird, dann ist es lo der Moment, etwas gehen zu machen. Das ist lo der Moment, für endlich mehr Gerechtigkeit zu schaffen auf der Steuerfront. Und da haben wir eine ganze Reihe Punkte, natürlich auch eine ganze Reihe Forderungen zu dem Thema. Auch da kann ich lo nicht, dass nicht Platz und Zeit für drauf anzugehen. Was sicher ist, und das kann davon aus, wenn wir so komm wir denken, Steuerpolitik zu Lützeburg neu, komm wir gucken, wie wir sie besser können gestalten, da wird das immer unter dem Motto sein, komm wir machen sie mir gerecht. Und das leidet auf vielen Niveauen, als viel Materie da, für sie mir gerecht zu machen. Dadurch ist natürlich eine Progressivität an die Steuerbarem ranzubringen. Auch da haben wir wirklich viele Probleme an unserem aktuellen Barem. Das kann davon aus, für manche nicht so viel Detail. Wir müssen mich spät aufhängen mit der Steuerbarem. Wir müssen mehr Entlastungen noch kriegen. Wir müssen an der Mitte mehr zählen und da müsste man noch eben Tranchen dabei machen. Für das es einfach mehr gerecht ist, mehr Spiegelbild von der Gesellschaft ist. Wir bräuchten, und das ist mehr wie notwendig, und dazu immer eine Anpassung von dem Steuerbarem und Preisentwicklung. So ist es per se ungerecht und kann nicht zu einer mehr sozialer Gerechtigkeit führen. Wir wissen, dass die Steuerbelastung sind der Jahren immer mehr auf Kosten gegangen ist, geht von der Arbeit wie auf Kosten an zugunsten vom Kapital. Auch da das total ungerecht, dann ist also der Moment für etwas zu gehen zu machen. Wenn wir die Lashkrise gucken, an der wir 2008, 2009 gestochen haben, und so die do aus der Krise geguckt haben, da sind nicht sicher, die schaffen Leute, die mehr zu Käse geworden sind, nicht wissen wir, die Konsequenzen von der Austeritätspolitik, die do weit gefordert gehen. Also noch zu Lützeburg hat sich oft ausgedrückt durch eine mehr Steuerbelastung für dünne dann Mitteleinkommensschichten, und da das lo river. Das ist nicht der Weg aus dieser Krise. Und dafür muss ich das Gedanke umdenken. Und da muss ich da gucken, wo vielleicht sonst nicht kassiert gehen ist. Und dafür fordere mir, dass Kapital selbst besteuert wird, wie da bist. Das ist keine Hexerei, das ist keine schwere Forderung, das ist nicht kompliziert nachzuvollziehen. Und das ist mehr wie notwendig, da schwätzen wir. Also ganz banal, wenn man Stock Options holen, wenn man nicht fordern haben, dass die selbst besteuert wie da bist. An Regierungsprogramm haben sie sich das vorgeholt, das versprochen. Wir verstehen überhaupt nicht, wie weit das noch nicht geschieht ist. Das geht aber auch über die Besteuerung von Dividenden an Ähnlichem. Wir haben hier an unserem aktuellen ein Beispiel gehen, ich nenne nach das schon von 2018. Wo einfach weißt, wie krass der ungerechte verdeelt ist, was Besteuerung anbelangt. Wenn ihr eine Salär hat von 50.000 Euro am Jahr, dann hört ihn do an der Steuerklasse 1 darüber Steuern bezahlt 9.743 Euro. Aber wenn ihr Dividenden hat von 50.000 Euro am Jahr, dann hört ihn darüber bezahlt 1.400 Euro. Und das weiß einfach, wie unfair das ist, dass du nach ein bisschen Matja als für etwas zu machen. Wir sind noch nach weiter Konsumsteuern, auch das, die auch per se ungerecht sind, die ich will auch nicht so viel an die Debatte von der CO2-Steuer angehen, weil du also auch schon alles von unserer Seite gesagt. Wenn es muss zu der CO2-Steuer kommen, dann muss es gleichzeitig und direkt zu sozialen Kompensationen kommen für die Inner- und Mitteleinkommensschichten. Und dann haben wir heute Morgen am Nationalvorstand nach eine Position geholt zu der viel diskutierten Vermögensteuer. Wir haben uns immer gefordert, dass Vermögensteuer angefordert wird. Wir sind als Diskussion mehr wie aktuell irgendwo verschiedene Positionen dazu. Für uns ist es wichtig, wir haben ein bisschen die Analyse gemacht von der Situation.
Für uns ist es wichtig, natürlich auch draußen zu vermitteln, dass wir nicht wollen, dass den Besitzer von seinem eigenen Haus so muss mehr besteuert gehen und dass es da ist, wo muss geholt gehen. Aber wenn man dafür wählt, immer präzisieren, wenn man vom Vermögenssteuer schwätzen, dass man eigentlich auf die große Fortune schwätzen und dass wir dafür nennen wir doch Reichtumssteuer und nicht Vermögenssteuer. Wir sind der Meinung, dass eine Reichtumssteuer muss angefordert gehen, römer gefordert gehen oder neu angefordert gehen, weil sie auch nicht nicht abgebaut gehen, weil sie hat für nicht so viele Rabrot und sie war für allem auch nicht progressiv. An Eisen an, wie sie den Reichtumssteuer gehen, die progressiv gestaffelt wird, die auch nach Unterschied zwischen dem Patrimoine Immobilier und dem Patrimoine Mobilier an der auch ein Eigenheim neutralisiert gehen, für auch die Ängste rauszuholen, dass du die Normalstifte, das man so mehr besteuert gehen. Das an uns an Ubruch, das wird im Moment zu machen, weil wir wissen noch, dass wir mehr Ressourcen brauchen, wir wissen noch, dass wir ganz schwere Zeiten hatten und dass wir auch staatlich mehr weiter brauchen, für aus dieser Krise rauszukommen. Und nicht zuletzt braucht man die Meier noch für als Sozialsicherheit, und das ist die letzte Pilier. Und dann komme ich zum Aufschluss von unserer Kampagne. Die Sozialsicherheit, du hast den Carlos, also den Friedrich, hat Präsentation zu den Steuern gemacht, den hast dann auch noch weiter für Detailfragen. Der Carlos hat die Präsentation von der Sécurité Sociale de Moje gemacht. Ich versuche nicht nur ganz kurz zu resümieren, Carlos, was ganz wichtig ist. Dass das Krise als mehr wie je gewissen hat, wie wichtig und gut das ist, dass man ein gutes, starkes Modell hat von der Sécurité Sociale in einem Land. Ein System hat uns auch erlaubt, aber noch besser wie andere Länder, auch wie europäische Länder, wenn man dann den Worst Case von den United States guckt, erlaubt, nach so man wie möglich Schritte von zu drohen aus dieser Krise, weil wir eine starke Sozialsicherheit haben, weil wir eine starke, solidarisch finanziert, öffentlich finanziert Sécurité Sociale und Krankenversicherung haben. Und das ist gut, dass das gewiesen ging. Das ist auch gut, dass wir das tun. Mit das aber auch umso mehr wichtig, dass das nicht nur der Krise vergisst wird. Und das ist umso mehr wichtig, wenn du den Kassensturz gemäht wird, dass er nicht will du und dem Modell attackieren gehen. Au contraire, dem Modell muss gestärkt gehen und aufgesichert gehen. Den darf niemals attackiert gehen. Und das tut das Krise mehr wie je gewiesen. Wie viel wir darüber gewesen sind, alle Guten, dass wir eine gute Gesundheitsversicherung haben. Wie viel wir darüber gewesen sind, dass wir eine gute Pflegeversicherung haben. Wie viel wir darüber gewesen sind, dass wir Käsen haben, die es ermöglichen, also die auch gefüllt genug sind, also dass sie ermöglichen, auch in Krisenzeiten über die Runden zu kommen. Und das als mengglisch Eisen Dorunnerhalmer fast, dass du versteht Nobel immer schon an werde doch weitermachen an da das Eisen Hauptmotto an der heiter Situation. Natürlich ist es schwer an diesen Zeiten für ein CNS, weil ganz viel an der das eben von den Hauptknackpunkte für uns du depensiert genau, weil der neue Land nicht hat definitiv CNS passieren und du fordern mir auch, dass beim Kostenstoß die Gelder und CNS remboursiert gehen an schwarze präzis von den ganzen Kosten für den Congé pour raison familiale extraordinaire. Das war ja eine ganz sehr gute Lösung, die von der Regierung da angefordert gehen ist. Wir haben alle Guten konnten als Kanner versorgen, dank dem dote Congé, weil die Schulen so waren. Und das hat auch müssten passieren. Aber das war aber nicht für Krankleute, das war auch nicht für Krankkanner. Kanner waren nicht krank, sie konnten just nicht an die Schule gehen. Und dafür gehört es nicht an die Gesundheitskäse, und dafür fordern wir da, für die Lächer zu stoppen, die dann CNS gerappt hat, dann fordern wir da, dass das remboursiert wird und CNS die Kosten vom Congé pour raison familiale extraordinaire. Ich meine kurz, wir wollen das System stabilisieren, wir wollen nicht, dass es nur gegriffen wird. Und als starker Wichtiger muss es bleiben. Wir wollen, und dann schließen wir auf, weil die Diskussionen Gesundheitstisch gefordert. Wir wollen, dass da dann öffentlicher Hand bleibt. Wir wollen, dass
die Regierung an der Staat Verantwortung für diesen Sektor weiterhin überhält. Wir werden nicht zulassen, dass es zu Privatisierungen kommt an dem Bereich. Wir werden nicht zulassen, dass es zu Privatgedankengut, zu neoliberalem privatwirtschaftlichen Gedankengut an diesem Bereich kommt. Das erstmal da ist nicht zu machen. Es könnte nicht zu einer Zwei-Klassen-Medizin. Wir wollen das nicht, wir haben eine starke Modelle, wir halten darunter fest, da stehen dafür an dem Gesundheitstisch und an alle weiteren Diskussionen als Mann und als Frau. Voilà ein bisschen den Package von unserer Rentrée syndicale. Die sieht, dass viel Arbeit da. Es kommen nach ganz heftigen Zeiten auf als du als Gewerkschaft. Wir haben viel Arbeit für uns und wir werden das dort mit all unseren gewerkschaftlichen Moyens verteidigen. Wir stehen dafür an, für als Members am Interessen von den schaffenden Leuten. Und wir werden das nicht laufen lassen und das werden wir auf allen nötigen Plätzen verteidigen. Das muss man haut, und da gehe ich schließlich dummer da auf, schon an den einzelnen Betrieben, die so ein bisschen durchstehen, und da auch als Hauptpunkt gemäht gefunden von den Gewerkschaftssekretären und den einzelnen Berufssyndikaten. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir hatten da viel mehr Menschen, da 2 oder 3, die da von einem Konflikt einen Bericht machen. Heute hat man dann schließlich nicht viel, mehr weil einfach immens viel los ist, weil man einfach merken, und ich wollte nicht den Tri machen, das mal nicht. Ich will jetzt alle gut nennen, weil die kannst du zwar alle gut mit, das ist einfach auch wichtig, dass sich ein Kaffee und an feiert, wo es überall brennt. Wir haben nur gefangen mit der Aviation. Michael Klose zum Dossier als zuständig gewusst hat, und hat das auch nach do, wann er frohe Sinn. Ich meine, die hat alle gut in den Dossier immens verfolgt und erbrüte für Branche nicht mehr im Detail darauf anzugehen. Wir hatten ein sektoriell Tripartit 4 Sommer. Da waren wir gut im Mut, weil wir gesagt haben, wir sitzen als Lot zusammen in einem Sozialpartner für den Maintien de l'Emploi zu suchen und zu negozieren, Plan zu negozieren. Da das nicht passiert, die Direktion ist brachial vorgegangen mit einem massiven Aufbauprogramm und hat das Kiew von den Leuten frontal attackiert. Wir haben uns gewehrt. Wir hatten Piquet, den auch sein Erfolg hat, weil auf der zweite sektorielle Tripartit gut macht dann so weit, dass man aber im Saison durchsitzen, und man nicht schwätzen, und das aber dann Versicht geht, über den Plan de Maintien de l'Emploi die Arbeitsplätze zu erhalten. Also wichtigste Punkt, nicht nur die Arbeitsplätze, egal wie, in welchen Konditionen erhalten, aber auch qualitative Arbeitsplätze erhalten und Zukunft von der Branche aufsichern. Ähnliche Situation gilt eigentlich für Arcelor. Da sind wir Karla Wischki mit einem massiven Spurplan von ArcelorMittal, den einfach mal mit 15% Arbeitsplatzaufbau gedroht wird. Der kennt das, 570 Plätze, ein Drittel administrativ, 2 Drittel an der Produktion. Also wir sind lokaler Wischki, wir sind an die Diskussionen rangegangen. Die Direktion von Arcelor meint, dass bei bald 300 Leuten, Stefano ist auch da ist, den das hier zuständig ist, Lösungen kann sichern. In dieser Situation sind wir wie bei an all den Sektoren, wo man da konfrontiert, dass Corona nach viel als Prätext geholt wird, für einen massiven Aufbau zu vollziehen, die so oder so geplant wäre. Und da wären wir also, und da sind wir in Diskussionen, ein Tripartit ist geplant, die sektorielle Tripartit, Strohl-Tripartit den 6. Oktober, wisst ihr, die Direktion schwätzt darüber, wir wollen einen ganz sozialen Dialog, wir wollen einen konstruktiven, wir wollen einen transparenten Sozialdialog. Ich muss echt sagen, das ist nicht der Fall. Den ist weder konstruktiv, weil sie sind einfach für die fair accompli gestaltet gehen, noch ist transparent, weil auch heute wissen nicht genau, was, wo, wenig soll geplant gehen. Und dafür wird es hart gehen und wird ein Match gehen, den noch muss wahrscheinlich an Mobilisierungen durchgezogen gehen. Und es werden ein harter Weg gehen, wo die Leute am Sektor, die beschäftigt sind, da müssen gehen, aber sie werden gehen und sie haben sich ganz klar bereit erklärt, da kein Millimeter zu regeln. Sie haben 3 Forderungen, die 12 von den 570 Posten, die lo zu viel sind, rauf zu schrauben, weil das da viel zu viel sind, die sind an arbiträr. Die zweite Forderung ist, dass kein dir, wenn du Show machst, da sind denen die
Postenaufbau, der Wert nach mussssen iwrig bleiben, er muss gemäht gehen, dass in denen opfängt, iwwer einer mesureuren, iwwer Virrenten an die CDR an Chômage partiell. A Fi allem awer die Drittforderung an die Ginnimmen ze summen, der sachselose awer auch bereet erklärt, weiter ze investieren a Garantie gëtt, dat se wëllen eng Zukunft he am Land gesinn. Den nächsten Dossier war Luxgard, ganz aktuell, Luxgard Guardian. Du wisst, dass sie über die Summe als Leute viel geschafft haben und dass die beschäftigt sich viel angesagt haben, für auch da als einen geplanten Sozialplan, ein Plan de Maintien dans l'Emploi zu kreieren. Auch da ist es gelungen. Auch da war ein Plan 201 Arbeitsplätze aufzubauen. Sie haben die ganze Summe gestritten, haben manifestiert, haben verhandelt, haben nicht fertig gebracht, dass Ende August ein Plan de Maintien dans l'Emploi signiert ist, und dass sie dass ein Akkord sich gehen und ein Sozialpartner alles dafür zu machen, dass auch kein Licenciement-Sektor passiert, dass das kein von heute auf morgen Chômage gerät. Und das ist nicht mehr spät wie gestern auf Vorgestalt vom Betrieb. Den Anna Rolling, zuständigen Gewerkschaftssekretär vom Dossier, hat mir gesagt, heute war noch nicht gedrischen ein paar Bayer, und da sind sie hingegangen und haben Sozialplan annonciert. Der hat mitgekriegt, nach immer von den 201 Plätzen sind da 62 an ihren an zu viel an Eisen an, als der tut ein massive Kahlschlag, das ist am Respekt von allem Sozialdialog, den ich kann an einem Betrieb führen, wenn Sozialpartner sich zusammen den Planen erschreiben, da müssen sie sich die Zeit geben, da dort umzusetzen, und da kann ich nicht handeln, dann aber knapp nur von einem Sozialplan schwätzen. Der Konflikt, der geht un an den das knallhart. Kurz haben wir den Punkt gemacht, darüber, dass wenn so Betriebe Schwierigkeiten haben, dass Hand auch nach immer Betriebe sind, die darin leiden. Als Zuliefererbetriebe, da haben wir einen Punkt darüber gemacht, dass CRL Cargo durch den Aufbau bei Arcelor und bei der Luxgard Guardian auch Leute zu viel hat, 50 Plätze waren da zu viel, weil auch der Sand, den du gebraucht bei der Luxgard, die nicht mehr gebraucht wird, kennt man sich. Die sich sind, da sind Leute beschäftigt, und das waren 50 Plätze, die zu viel sind. Sie haben aber auch fertig gebracht, dass kein Entlos geht. Das heißt, die gehen auch all weiter reaffektiert, respektive über andere Mesuren aufgebaut. Dasselbe gilt für das erste, haben wir just den Punkt gemacht, den Dossier also schon ein bisschen mehr alt, die kann da, aber du hast viel geschafft, gehen für auch einen Sozialplan zu verhindern. Am hunne Plan de Maintien dans l'Emploi drausgemäht, positiv. Selbst am Sektor von den Imprimerien, Sektor, den da gut kennt, an den auch nicht, also den schwierig ist, und den an der Zukunft noch viel Schwierigkeiten wird kreieren. Da haben wir es fertiggebracht, den ersten Plan de Maintien dans l'Emploi sektoriell zu negociieren. Eng sagt, dass wir eigentlich unterstützen, also GBL, was man am Anfang auch auf andere Plätze fordern, respektive, wo man so, das ist eine Idee, wo ich noch an andere Sektoren kann anwenden, sodass auch ein Betrieb dem anderen kann in der Term greifen, respektive ein E-Betrieb sind die Sprachleute und den anderen nicht dazu viel. Das ist ganz logisch, da sehen sich so gegenseitig kann die Hölle für Plätze zu erhalten. Da das passiert bei den Imprimerien, dann haben wir noch der Punkt gemacht, die wird schwierig Kollektivvertragsbehandlungen bei der Post. Du sagst nicht viel dazu, du kommst auch Kommuniqué, die kann da, du also einfach eine ungute Situation, dass man da pur Klasse Personal, wenn ich das kann so haben, dass man die öffentlichen Beamten und Employeen haben, aber auch Privatsalarien, also Salarien de droit luxembourgeois, und die sind dann die von zwei Klassen, die haben einer Lohn, die haben andere Arbeitsbedingungen, und das ist schwierig, das kann man in anderen Sektoren, das de schwere Los von der Externalisierung von der Privatisierung von öffentlichen Diensten, und du gucken wir, du gehst zurückdrehen, und dann haben wir den Schluss gemäht mit einem Dossier aus der Santé, den lo nicht Corona bedingt ist, den der orale Gotte verfolgt, das ist ein Dossier Kreuzberg. Ja, Kreuzberg ist ein ganz schwieriges Dossier, da das bald nicht zu leben, was du lebst. Du hast einen Betrieb, den
dem es richtig schlecht geht. Da haben wir auf der anderen Seite sowohl Leute schaffen, die beschäftigt sind, die nicht im Kollektivvertrag sind, wie Leute, die beschäftigt sind, die unter dem Statut Handicapé sind. Also, und dafür haben wir auch 2 Abteilungen von Mogebel, die darauf schaffen, sowohl das Syndikat Gesundheit und Sozialwesen wie das Departement des Travailleurs Handicapés. Wir sind allen 2 betroffen. An die Leute gehen fertig gemäht von einer Direktion, die auf aller schlimmstem Niveau do Schalt erwald an freien sich an do si immer bei schweren Reprochen, die der Direktion gemäht gehen, der hat dat gelesen oder gesehen oder hören, dass Leute sich versammelt tun an ein Dokument vor 400 Seiten abgestaltet tun, voller Témoignage, voller Fakten, voller Reprochen und Direktion. Iwer harcèlement moral bis zu harcèlement sexuell an Verwaltungsrot, die keine klare Decision hält. So dass die Leute sich nicht mehr gefallen lassen, auch hin geht es durch, und sie wehren sich, und sie werden nicht mehr labber lassen, bis du eine Decision geholt wird, die den Betrieb kein mehr ermöglichen. Normal gesund soziales Klima herzustellen, wo die Leute nicht müssen an Angst all das schaffen gehen, respektiv stündlich gut Leute verlieren, weil sie fortlaufen oder ohne Grund losgehen oder Avertissementen kriegen darüber und wieder. Und das ist also auch noch ein Dossier, den de Moyen präsentiert Kinas, wo man dem Syndikat und dem Departement hier als voll Unterstützung vom Nationalvorstand gesucht tun, wo man auch so tun, dass man bei weiteren Mobilisierungen alle Guten unterstützen, da solidarisch dabei sind. Auch ein schwerer Fall an Hütlung und Enke nicht mit Corona zu tun. Medianer auch nicht unbedingt. Voilà, viel zu viel, ich weiß. Wie soll ich das machen? Zeiten sind echt und wichtig ist, dass ihr wisst, dass wir auf alle Fronten kämpfen und nicht loslassen und dass da ist noch wird viel hören und lesen und gesehen an den nächsten Wochen am Ende. Ich sage nicht mal merci für die Geduld und dass ich mir dispo für erfreuen.